Sommervakanz as River. Für die meist von uns auf jeden Fall. Für mich auch. Und heute zu Brüssel geht es eurem richtig los. Login Gesetzestexte in der Club geholt, diskutiert, es wird dezidiert, für das das ganz in die richtige Richtung geht. Aber dabei der wir aber die Grundsätze nicht aus den Augen verlieren. Ich habe zwar schon darüber nachgedacht, aber nach all den Nachrichten, die während der Vakanz kommen, kommt die Frage eine neue Wichtigkeit. Was ist das eigentlich, Solidarität an Europa? Natürlich gibt es die finanzielle Solidarität. An die haben wir an Krisenzeiten ja auch bewiesen. Wir haben sie weisen müssen, weil sonst die europäischen Partner zusammengebracht wären. An die Eurozone eventuell mit an den Strudel gerappt wäre. An der Vakanz ist ja auch den dritten Hilfspaket für Griechenland angeholt. Europa hat dabei den Grundsatz Solidarität für Solidität festgehalten. An die griechische Regierung muss dafür sorgen, dass das Land sich mittelfristig nicht eigenständig finanzieren kann. Nur all dem, was man gesagt hat, das nicht einfach. An dem Thema wird das nach einer guten Zeit beschäftigen. Solidarität muss aber auch als Mot d'ordre am Umgang mit Bürgern aus den Drittstaaten sein. Seit dem Anfang des Jahres erleben wir an aller Dramatik die Flüchtlingskrise. Es sind schreckliche Bilder, schreckliche Schicksale. Von Männern, Frauen und Kindern, die für Krieg und Terror flüchten müssen, die uns sollten, die uns müssen bewegen. Sie brauchen nämlich Hilfe, die Leute. Flüchtlingsweg über das Mittelmeer und über den Balkan gehen es todescher und todescher und todescher, verschuldet durch die grausamen Praktiken der Schlepperbanden. Gleichzeitig gehen in Europa nicht Mauern an Zink abgerichtet. Und das auch an Ungarn, einem Land, das für 25 Jahre gefeiert wurde, weil dort den Droht von denen Zink durchgeschnitten ist. Traurig und unmenschlich, was heute geschieht. Und wenn ihr meint, Neizink wären ein Teil der Lesung, den irrt sich gewaltig. Der Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker hat es klar gesagt. Es gibt keine rein nationale Lesungen. Nein, es gibt nämlich eine europäische Lesung, an der europäische Länder dann hier Verantwortung einzeln am Madeneen überholen. Lützeburg möchte mit einem proportional zu der Population großen Anteil von Flüchtlingen. Das ist auch vom Kommissariat der Vereinten Nationen, die sich um Flüchtlingsproblematik kümmern, so unerkannt gehen. Deutschland rechnet mit diesem Jahr zu 800.000 Flüchtlingen. Das möchte auch seine Arbeit. Andere Länder aber, besonders in Osteuropa, drücken sich für unsere Verantwortung. Als Europäer müssen wir die Responsabilität zusammendrohen. Als gemeinsame Werte müssen die Basis von unserem Handeln sein. An die Menschen, die für Krieg, Terror und Folter fortlaufen, die brauchen den Schutz vom Asylrecht. Solidarität bedeutet aber auch, dass sie sich an Regeln hält, an die gemeinsamen Instrumente nutzt und weiter aufbaut. Das gilt auch für Schengen. Schengen erlaubt die freie Zirkulation der Bürger, aber auch den Kampf gegen den Terrorismus und gegen Kriminalität. Wir haben europäische Instrumente, für gegen Terroristen, für gegen Kriminelle vorzugehen. Das Schengener Informationssystem SIS zum Beispiel, den hilft der Polizei für mehr sicher und für mehr effikaz grenzüberschreitend zu enquetieren und anzugreifen. Es gibt allerdings nur 5 Staaten, die Daten und den Informationssystem weiterliefern. Die anderen machen ihr Hausaufgaben nicht. Wenn ich dann den liberalen belgischen Premier Charles Michel höre, den Schengen vorstellt, genau weiß, dass Belgien selber ein Drehscheibe vom internationalen Waffenhandel ist, da muss man sich aber schon freuen, geht es eigentlich nach Schustrem für große Medien zu kommen, oder überhält die Nationalpolitik endlich Verantwortung und handelt so, wie sie das soll. Und natürlich geht es bei Solidarität
auch ein soziales Europa. Wir müssen wissen, dass Europa für dich als Wirtschaftsgemeinschaft angefangen hat. Über Kohl und Stahl, der gemeinsame Markt, eine gemeinsame Währung, haben wir uns immer mehr integriert. Es musste bis Ende der 70er Jahre kommen, für die ersten sozialen Elemente zu sehen. Gemeinsam arbeitsrechtliche Standards, heute gibt es den Europäischen Sozialfonds, Europäische Krankenversicherungskarte und vieles mehr. Es geht aber noch nicht durch oder mit. Da wird die belgische Kommissarin Marianne Thyssen, auch ein Belg, die möchte eine gute Arbeit, und sie ist eine Christdemokratin, am Hirsch Propose für mehr ein soziales Europa machen. Das ist gut so. Auch an dem Bereich muss es weitergehen, auch an dem Bereich fehlt es noch viel. Solidarität an Europa, das ist also die finanzielle Solidarität, wenn ein Land an eine gefährliche Situation gerät, gemeinsam handeln auf Basis von gemeinsamen Werten und das auch am Umgang mit Dritten, Regeln anhalten, Instrumente nutzen, die da sind, und daheim seine Hausaufgaben machen. Und ein soziales Europa aufbauen, das die Schwachen schützt. Ein solidarisches Europa ist das Europa, und das wir leben, dass das Europa mit Zukunft. Aber jeder sein Teil dazu beiträgt, da können wir es auch aufbauen, und wir werden das versichern.